dann sagt er nicht so einen schönen Spruch wie du bestimmt. Sowas wie, sag mal, hast du dir eigentlich wehgetan, als du vom Himmel auf die Erde gefallen bist? Oder, warte, deine Eltern waren Diebe. Die, boah, ich kann es gar nicht sagen. Die haben dem Himmel die 2 schönsten Sterne gestohlen und in deine Augen... Nee, das ist, bei uns ist das ein bisschen anders. In Ostdeutschland gehst du als Mädel über die Straße oder ist eigentlich scheißegal voran. Und dann hörst du hinter dir so... Mädchen! 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 Ja? Ist das auch? Bei uns jetzt, also es geht eine halbe Stunde, ne? Mädchen! Wenn du dich nicht umdrehst, ne? Aber es ist übrigens falsch. Man weiß ja noch nicht, was man machen soll. Wenn du dich umdrehst, ist guckst du! Aber also jetzt aber geht dann die ganze Zeit gerufen, ne? Mädchen! Guck mal einmal bitte! Mädchen! Mädchen! Einmal schwarz so, ne? Ja, dann drehst du dich um, ist so ein 5-jähriger Junge. Das geil ist auch, wenn die sich untereinander so streiten, wenn die ganzen Kevins und so. Jetzt hast du natürlich bei uns in letzter Zeit Grundschule vorbeigegangen, ne? Dann sind sie so gestritten und dann rufen die bei uns immer, deine Mutter, Alter! Ja? Deine Mutter! Und dann sagt der andere, ja nicht, Alter, deine Mutter, Alter! Das ist total geil. Deine Mutter glaubt bei King, Alter! Ja, na und, deine Mutter fliegt LKWs auf DSF, Alter! Ja, das ist 2 Stunden lang, ne? Deine Mutter fängt besoffen vor Aldi und deckt sich mit dem Fahrrad zu! Ich habe letztens ohne Scheiß das gleich gehört, ne? Alter, ich bin deine Mutter, Alter! Daraufhin hat der andere gesagt, gar nicht, Alter, ich bin deine Mutter, du Hurensohn! Das sind ja nicht nur die Jungs, oder? Die Mädels sind ganz genauso. Ich habe eine Freundin aus, dann ist die Jennifer. Wenn ich die treffe, denke ich immer so, Jennifer, wie geht's? Da ist Paul, ich bin abgefuckt, ne? Ja, okay, warum? Ja, ich bin gerade abgefuckt, das ist die Jessica, ne? Ich hab mich mit der zum Joggen verabredet und die voll schon rumgeschlafen, ne? Jessica, ne? Das ist meine aller beste Freundin, ne? Wenn einer was gegen die labert, dann will ich die erst die Klatschen gehen, aber manchmal ist es so nicht, ne? Wie soll ich bitte bei Pinky shoppen gehen, wenn keiner Schmiere steht? Aber was mir eigentlich auch dann so richtig auf den Sack geht, ist eigentlich so die negative Stimmung. Ne? Bei uns echt immer total miese Stimmung, überall hören nur so Sätze wie, boah Scheiße, ich hab keine Arbeit. Oder, boah Scheiße, ich hab Arbeit. Oder, oh Scheiße, ich hab voll den Muskelkater, ich hab gestern Nacht mein Bewährungshelfer zersägt. Auch voll die Sauerei. Ganz schlimm. Aber wir haben jetzt eine Arbeit. Da, reingegeben. Der Franz Kevin. Kevin? Der ist so 23, total ehrgeizig. Echt, der hat gerade auf dem zweiten Bildungsweg seinen Grundschulabschluss nachgemacht. Und der hat bei uns eine Marktlücke entdeckt, ne? Weil bei uns ist gerade total in, so Kampfhunde zu haben. Ne, so ein dicker Kampfhund, die geht so rum, kurz vor dem Bett. Ne, also ich meine diese richtigen
diese kleinen Scheißhunde, diese Paris Hilton, Handtaschen, Fußhub. Bei uns sowieso nicht in Ostheim, ne? Weil bei uns machen die Eltern die Erziehung ja noch ganz alleine. Gut, wir helfen uns auch ein bisschen, wir geben unseren Kindern von vornherein nur Namen, die man gut brüllen kann. Ja, das macht alles einfacher, ne? Zum Beispiel Scheiße! Hast du Angst? Oder Jacqueline! Einer hat sein Kind bei uns mal Nele genannt, ne? Nele, ey. Keine Butter im Kühlschrank, aber das Kind ein Designername, klar. Nele, Wahnsinn. Nicht so schön wie Mann, Nele, lass das sein, oder deine Mama hat dich nicht mehr lieb! Ja, so muss man reden mit den Kindern. Dann wird auch was aus denen. Kommt dann später zum Fernsehen. Die sitzen bei Olli Geißen in der Talkshow. Im Publikum so. Und zeigen dann auch, hey Olli, ich hab uns ich wollte dir leider was sagen, ey, du weißt nicht, dass ich auf meinen Arm vergessen, ne? Aber ich wollte dir mal sagen, so, ey, akzeptier doch erstmal den seine Meinung. Das ganze Publikum so, ja, genau, warum akzeptier das voll wichtig? Ich bin abgedriftet, ich wollte was anderes sagen. Also wir haben auch noch ein paar Leute mehr, die haben Arbeit, ne? Zum Beispiel meine Freundin, die ist Lehrerin jetzt, an so einer Top-Schule, super Schule, die ist extra für so emotional geförderte Sonderschule. Also die ist so quasi der Geist von Bruce Willis im Körper von Elvis Ling. Aber das ist ein anderes Thema. Meine Oma macht zum Beispiel immer so Kaffeekränzchen, ne? Wo die so, ich nenne das immer Endzeitstimmungskaffeekränzchen. Ja, wenn die Eltern immer alle verwandt sein, wo sie denken, die sterben bald, dann müssen wir irgendwie nochmal ein Foto machen oder so. Die haben zum Beispiel so Freundinnen, die sagen, ja, ich bin ein bisschen krank, ich habe Krebs und Alzheimer. Gut, Hauptsache kein Krebs. Ne? Und meine Oma hat so eine Freundin, das ist Elisabeth. Die Tante Elisabeth. Die kam am letzten Kaffeekränzchen gar nicht zu mir, ne? Und die Tante Elisabeth redet immer so. Ganz langsam. Beim letzten Kaffeekränzchen kam sie zu mir und sagte, Caroline, mir ist was passiert. Ich erzähle dir das mal. Pass auf. Ich sitze zu Hause auf dem Sofa und gucke Fernsehen. Aber dritten ein Programm. Ich schon so, ist das Programm zu Ende? Denk ich, guckst du mal, was oben ersten läuft. Die schlimme Fernbedienung, da ruft da ein und tut sich nicht. Denk ich, was ist das denn? Und drück ich noch und guck da ein. Und red und nicht. Denk ich. Ist das kaputt? Drück ich auf da 2. Ist der Feuerwehr am Telefon.